Ja, ein bisschen Zeit für Guilty hier. Ich muss meinen Ballzeit aus dem Wandem trainieren. Jo, maar du! Das ist ein Intensivturnier auf Bresel. Brussels Challenge. Okay. Dann muss ich halt ein bisschen Tekken trainieren. Das war mal ein cool Combo, oder? Mensch, Brat für ein Turnier. Jo, maar du! Das ist King of Fighters 14 Turnier auf Bresel. Ah, so. Muss ich das wohl halt auch trainieren. Ja, die Combo nicht droppen, das ist nicht schon genug. Yes! Flash. Jo, maar du! Sie vertreten dich noch raus. Back to Street Fighter. Komm, wir probieren mal den neuen Beach Wheel aus. Das ist so schön. Das war einfach nur so schön. Jo, maar du! Das ist ein Beatdown-Event mit Smash 4 und Melee Turnier. An Casual Station. Hi. Dragon Ball ist raus, die New Hardness. Das ist auch ein bisschen trainieren, wir haben eine Release Party. Gut. Da noch genug Events, da soll man gut ein bisschen eine kleine Pause tun. Jo, man du. Willkommen zu der dritten Episode von Let's Fight, war der Form von einem Podcast das. Und ehe wir am eigentlichen Thema aufhängen, wollten wir etwas losgehen. Jo, und zwar sind uns zwei letzte Episoden auch am Channel abgeloadet gehen von Let's Fight und die sind immens gut gekommen. Und ganz live Kommentare von euch gekriegt und ja, ich meine, wir wollten erst mal aber merci sagen, weil das motiviert uns viel weiterzumachen und wir sind auch froh, dass die Videos ganz gut kommen, weil das möchte das ja ein bisschen mehr Lust für uns. Und dafür kennt ihr Merci für ihn, der kommentiert hat und den das Video geguckt hat. Wir haben also entschieden, einen Podcast zu machen, das ist im einfachen Grund, weil das viel geschieht am Genre. Wir können die Sachen nicht all einzeln behandeln. Dafür haben wir gesagt, wir machen einen Podcast, wo wir all die einzelnen Events und Spieler, die rauskommen sind, alles an einem Video machen. Das ist mir einfach für uns. Das erste Thema, das wir beschwätzen wollen, das war den Brussels Challenge, den der 6. Januar war. Das war ein Turnier, also Fighting Game Turnier an Bresel. Ja, das ist so ein Streitturnier, eigentlich Guilty Gear, Tekken und King of Fighters, das war samstags. Und sie hatten aber auch Sonden, hatten sie ein Street Fighter Turnier. Ja, an Samstag hatte Street Fighter ein Team. Team, ja. Ja, das ist so, da waren wir alle dabei, ne, sind wir zu 10, letzte Woche sind wir wieder gegangen. War das wirklich viel aus? Ja, wirklich viel aus, ja, also auch die Belgen waren noch ganz überrascht, so 10 letzte Woche dort zu sehen. Und die geschaut hat und die eigentlich schmatt kommen sind, das war den Outchase, also den Rexem, den Nelson, den Jean, den Super Nilly, den Kano Ram, und du mal den Majin gehabt, und den Ryoxas, und mir zwei eigentlich, ne, das waren da schon 10. Ja, 10 Stück, voilà. Den Attacken gespielt, den Kanoran aus den Ancient Nilo Guilty gespielt hat und The Penman of Koff, man. The Penman of Koff, die war für Koff dabei, ne. Und das war das ist der Super Nilly Alexander Watt. Für die Leute, die nicht wissen, was Penman ist. Those are the Penman, man. Wir noch so an den Turnieren auch gut aufgeschnitten. Ich fand, verschiedene sind auch Tour rausgegangen. Das geschieht, das ist ganz normal, das ist kein Problem. Das ist mir auch schon geschieht, das ist eigentlich geschieht. Wir hatten gute Platzierung bei Tekken, wir hatten den Rexem war auch da. Der Rexem war auf Platz 5, das ist Match bei mir am Stream. Ja. Das war leider ein bisschen Malchance, wie wir sehen. Ne? Und für Tekken hatten wir auch den Majin und meine Wenigkeit, da wir kurz für den Top 8, gell, wir sind Nicht. Nur was Kofu belangt, ich meine, ich will für Tekken sind die Strecken herausgefunden. Ja, war Mir schon aber bei Kofu ganz gut aufgeschnitten, ich bin auch vernünftig gehen, auch kurz für den Stream, leider, und ich gegen den Killer verloren, das war ganz gut ein Spieler. ganz knapper Match und plus. Ganz knappe Match, ja.
Mei wie gesot, dat war do als klenger Aventur man Bresel an ech fan wie gesot van enke besass affaire. Ja, sicher. Das war eine ganz schöne Experience. Und das zweite Thema von unserem Podcast aus Street Fighter 5 Arcade Edition. Street Fighter 5 gut nämlich wo ein dicke Patch und das soll ein bisschen mehr komplett spielen. Der tut nämlich ein paar Modi gut wie zum Beispiel Extra Battles, wo ihn mit verschiedenen Challenges kann nach wie Fight Money gewonnen. Charakterrekruten all Night Trials, das normal ist nur als Saison und die neuen Kruten natürlich auch. Und Charakter selber Kruten ein zweite V-Trigger. Das heißt, die Mechanics hast du ein bisschen ähnlich das, weil du ein bisschen Variation draufbringt. Der größte Modus, den sie natürlich dabei gesagt haben, ist den Arcade-Mode. Endlich haben wir einen Arcade-Mode bei Street Fighter 5. Du kannst Arcades machen von Street Fighter 1 bis Street Fighter 5. Aber wenn ihr gewinnt, kriegt ihr sogar noch eine schöne Illustration an der Galerie. Und natürlich darf ich nicht den ersten Charakter von der Season 3 vergessen. Sakura Kazukano, das ist wieder so spielbar. Und das ist ein Favorite und spielt sich auch ziemlich selbisch wie all die anderen Street Fighters, mit Hadokens, mit Tatsmakis. Kann ja auch coole Sachen machen. Das heißt, für Fans, go nuts with her. Als nächstes hatten wir dann ein Beatdown-Event zu Diddling mit Smash 4 Turnier und Smash Melee, organisiert von Relief Games. Und da hat man auch ganz schöne Matcher gehabt. Und die Platzierter von Smash Melee, das war den Baker auf der ersten Platz und den Twig auf der zweiten. Leider weiß ich nicht den Namen von den dritten, der war auch nicht bei der Siegerehrung da. Vielleicht kann dort Comment Section ein bisschen helfen. Bei Smash 4 da hatten wir auf der dritten Platz den Conline, auf der zweiten den Majin und der Gewinner von Smash 4 ist den Kami. Nein, kein dicke Merci an Relief Games, weil es war nicht einfach zwei Turniere gleichzeitig zu tun. Also das wirklich ganz gut geriert. Und das letzte Thema haben wir reserviert für Dragon Ball Fighters. Ja, die Bombe ist angeschlagen. Wir aus dem Dragon Ball Fieber und der FGC ist da nicht verschont geblieben. Ne? Ja, da hatten wir dann auch als ein echten Release-Tournament hier zu Lützeburg. Sponsert von Bandai Namco und organisiert von Relief Games. Wir hatten 40 Leute, die da mitgemacht haben. Das ist viel. Ja. Und wir hatten auch gute Überraschungen gehabt. Also es war nicht nur mit der FGC, die da kommen, sondern alles abgehauen hat. Ne? Tut nämlich gewonnen, den aus sich von der FGC noch nicht richtig viel hören hat. Ja, ganz neu aus, ich habe noch ganz viel neu gesehen. Ja. Das war den O-Beats, den so alles abgeräumt hat. Und wir hatten aber auch sein Kollege, den Gucci Gamer, hat auch ganz gut gespielt, ganz gute Reaktionen gehabt. Ich bin aber schon mit neue Talente gefunden. Ne? Ich meine, das ist schon mal ganz gut Sache. Das ist auch schön zu gesehen, dass so ein Spiel wie Dragon Ball auch ein Moyen ausführt, dass der FGC auch Beats. Ja, das war ganz richtig. Und dann hatten wir noch Platz 2, das war den Majin. Ja, den hat er oft. He everywhere, man. He everywhere. Und dritter Platz, das war ich. Ja, ein bisschen überraschend. Ein bisschen überraschend, ja, muss ich so. Ich war nicht, ich hatte nicht gut, dass ich Top 3 ging machen. Aber voilà, du siehst nicht. Ja, fand ich ganz gut. Das war Kikoro. The Crane School, man. The Crane School is still alive, man. Best School, man. Heute da wären wir da fertig mit diesem Recap vom Januar. Ja, ich bleibe schon nicht mehr vom Januar zu sagen. Und jetzt mal gucken, was bringt euch zu. Ja, und zwar muss ich so ein bisschen mehr ruhige Februar, was heute ins Lo belangt. Ja, aber doch gut, das ist immer gut für ein bisschen kleine Pause zu machen. Da können wir alles Dragon Ball Kompost gut trainieren, ne? Ja, das ist eben der 9. Februar kommt endlich den anderen den Bird raus. Ja, da war ich mich auch. Und es wird vielleicht nicht so ein Impact wie Dragon Ball, ne? Aber immerhin das ist ein neues Fighting Game und das begrüßen wir schon. Ja, da ist dran. Voilà, wir hören uns dann die nächste Kehr und bis dahin sit back, relax and enjoy a good fight.